schlicht weg. Du hast den Schokohäs gestohlen. Du bist der Schokohasenräuber. Hey, das ist cool. Hey, und schau mal das Wetter an. Hey, mega schön. Hey, und haben Sie das Kreuz gesehen? Oh, das erinnert mich gerade. Ich meine, Jesus ist am Kreuz gestorben. Doch Gott hat ihn lebendig gemacht. Jesus lebt. Hey, und das ist eine viel größere Freude als der Schnee und der Schneetief, den wir gerade hatten. Ja, und Gott hat auch durch das Kreuz den Weg frei gemacht. Und darum singen wir jetzt gerade das Lied absolut Nummer 1. Absolut Nummer 1. Die Jünger waren mega traurig und haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Doch es kommt alles ganz anders als erwartet. Jesus überrascht sie auf eine ungewöhnliche Art. Für die Jünger war die Auferstehung aber eigentlich auch eine grosse Freude, auch wenn sie eigentlich im Nachhinein erst verstanden haben, was für ein Plan dahinter war. Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Früher, ist schon viele Jahre her, ich habe einmal tatsächlich so einen Pokal gewonnen. Und zwar bei einem Rennen, also richtig Rennen. Da bin ich mal so, genau in meiner Kategorie bin ich wirklich Erster geworden. Und natürlich, wenn man so einen Pokal gewinnt, was hat man dann? Eine riesige Freude. Genau. Und ich denke, du hast sicher auch schon mal eine riesige Freude gehabt. Zum Beispiel, wenn du bei der Schule in einer Prüfung gute Noten hast, einen Sechser oder so, da kann ich jetzt nicht mitreden, das habe ich nie gehabt. Aber dann gibt es natürlich auch grosse Freude. Oder auch, vielleicht, wenn du irgendein schönes Geschenk bekommst, das du schon lange darauf oder schon lange gewünscht hast, auch das gibt eine riesige Freude. Ja, aber manchmal gibt es auch Sachen, die einem vielleicht eher traurig machen.
wo man weniger Freude hat oder wo man sogar enttäuscht ist. Und genau das haben 2 Männer auch erlebt. Sie sind richtig enttäuscht gewesen. Sie haben das Ganze nicht verstehen. All das, was die letzten Tage passiert ist. Vielleicht merkst du, wir gehen ganz weit wieder zurück. Dort, von der Bibel her, ich will es hier anstellen, von der Bibel her, wo wir vor einer Woche schon gehört haben, was mit Jesus am Kreuz passiert ist. Und die 2 Männer sind auch 2 Jünger, 2 Freunde von Jesus. Und sie haben das einfach nicht verstehen. Warum hat er müssen sterben? Sie sind miteinander von Jerusalem in eine andere Stadt gelaufen, Richtung Emmaus, und haben dort miteinander geredet. Der Weg ist vielleicht zu Fuß etwa 2 Stunden gegangen. Und dann haben sie viel Zeit gehabt, um miteinander einfach reden, einmal austauschen. Was ist genau passiert und eben vor allem, warum ist das passiert? Sie haben es nicht begriffen oder eben noch mehr. Sie sind richtig traurig gewesen, sie sind enttäuscht gewesen. Sie haben es nicht verstanden. Sind sie so da miteinander unterwegs gewesen, haben, ja, vielleicht zwischendurch sind sie wieder ruhig gewesen und sie haben auch, ja, sie haben nicht gewusst, wie geht's weiter. Was passiert? Weil sie haben nämlich eben auch gedacht, dass Jesus der ist, der sie von den Römern befreien könnte. Also was das Volk Israel von den Römern befreien kann, weil die Römer haben über Israel geherrscht. Und die hat niemand so richtig gern gehabt. Dann haben sie gehofft, Jesus ist der König, der Befreier, der jetzt kommt. Und jetzt ist er nicht mehr da. Im Gegenteil, die führenden Juden, die Römer, die haben Jesus gehasst, die haben ihn nicht gern gehabt. Jetzt ist er weg. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Vor kurzem, bevor sie jetzt da losgelaufen sind sie noch völlig durcheinander gekommen. Weil da sind plötzlich Frauen gekommen, also die Frauen, die auch mit ihnen einmal zusammen waren, sind gekommen und haben erzählt, dass Jesus lebt wieder. Also jetzt sind sie überhaupt nicht mehr draus gekommen. Was? Jesus lebt? Wir haben ja gesehen, dass er gestorben ist. Er war im Grab. Und jetzt kommen die und sagen, er lebt. Nein, das geht gar nicht. Enttäuscht, völlig durcheinander. Sie haben nicht mehr gewusst, was sie glauben sollen, was jetzt wirklich stimmt und was nicht. Ja, und wenn er lebendig ist, ich meine, wenn er leben würde, ja, wo ist er denn jetzt? Wo? Wir haben ihn nie gesehen. Das kann gar nicht sein. Gell, aber wir wissen es, Jesus lebt wirklich. Ja, wir können es hier in der Bibel lesen. Aber die beiden Freunde, die beiden Jünger, die haben die Bibel nicht gehabt, die haben das nicht lesen. Wir wissen es jetzt, Jesus lebt wirklich. Und da sie da miteinander reden, dann plötzlich kommt ein dritter Mann zu ihnen und fängt mit ihnen auch an zu schwätzen. Der hat wahrscheinlich gerade, oder nicht nur wahrscheinlich, der hat gerade gemerkt, dass sie sehr traurig sind. Und da in der Bibel da steht, es war Jesus selber gewesen. Aber das haben sie nicht gemerkt. Sie haben nicht gewusst, wer das ist. Einfach ein dritter Mann gewesen und sie sind traurig und enttäuscht gewesen. Jetzt kommt da einer dazu und der fragt sie, hey, was ist denn mit euch los? Wieso sind ihr so traurig? Was redet ihr miteinander? Und sie haben gar nicht recht geschaut, wer das da überhaupt ist. Ich meine, normal kommt nicht einfach jemand her und fragt gerade, aber irgendwie, sie sind so in ihrem Zeug hinein gewesen, dass sie das gar nicht gemerkt haben. Und dann haben sie angefangen zu erzählen, ja, hast du nichts von dem allem mitbekommen, was da in den letzten Tagen passiert ist? Bist du der Einzige, der das nicht gehört hat? Der fragt, ich sage jetzt, Jesus war es, aber sie haben das nicht gemerkt. Der fragt oder Jesus, was ist denn passiert? Erzählt. Und eigentlich könnte man sagen, ja, Jesus, er hat das alles gewusst. Warum fragt er sie das? Ja, Jesus hat es gewusst. Wahrscheinlich hat Jesus wissen, was glauben sie? Was sagen sie wirklich? Und dann haben die beiden Männer angefangen zu erzählen. Ja, weisst, Jesus war ein grosser Prophet. Er hat Menschen über Gott gelehrt. Er hat viele Wunder gemacht. So haben wir ihn erlebt, wir waren mit ihm zusammen. Aber jetzt sind da die Juden gekommen und die Römer und sie haben ihn verurteilt. Und eben, da hinten sehen wir es, nicht an dem natürlich, aber an so einem Kreuz haben sie Jesus nachher angetan. Und Jesus musste sterben. Sie haben nicht einen in ein Grab getan, wo er dort begraben worden ist. Aber eben, dann ist es weitergegangen. Es sind einige Frauen gekommen, die haben plötzlich gesagt, er ist nicht mit dem Grab, er lebt jetzt. So haben sie weiter erzählt. Ja, die Frauen die haben sogar noch gesagt, dass Engel gekommen sind. Engel sind zu ihnen gekommen und haben gesagt, Jesus lebt. Also sie haben sogar Engel gesehen. Aber wir wissen nicht. Und sie haben aber den Körper von Jesus nicht gefunden. Den haben sie wirklich nicht gefunden. Der war nicht mehr im Grab. Ich weiß es nicht. Andere Jünger von uns sind dann auch gegangen
Und die haben den Körper von Jesus auch nicht gefunden. So haben die beiden Männer am Jesus, der neben ihnen war, das alles erzählt. Jesus hat zugelassen. Es war wirklich schwierig für sie, ja, zu glauben, ja, was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Lebt er? Oder was ist passiert? Und der Fremde hat dann ihnen auch angefangen zu erzählen. Ja, es stimmt wirklich. Jesus hat viel leiden und er hat nachher sterben und bald wird er in den Himmel zurückgehen. Die beiden Männer haben sich vielleicht gefragt, ja, aber warum hat denn Jesus sterben? Was macht denn das für einen Sinn? Jesus hat ihnen nachher angefangen, das alles zu erklären. Weisst oder wisst ihr, das musste passieren, weil Adam und Eva Gott nicht vertraut haben. Und Gott nicht geglaubt haben. Und darum ist dort schon die Sünde in die Welt gekommen. Das mit der Sünde, das haben wir ja auch letztes Mal, vor einer Woche, schon ein bisschen miteinander besprochen. Aber Jesus hat das auch seinen eigenen Jüngern einfach nochmal erklärt. Immer wieder. Bis sie es eben haben können verstehen. Ja, eben. Und wegen dieser Sünde ist nachher die schöne Gemeinschaft von den Menschen, von den ersten Menschen, eben von Adam und Eva, mit Gott kaputt gegangen. Sie haben sie zuerst eigentlich wunderschön zusammen. Es war so herrlich. Aber durch das, dass sie Gott nicht mehr geglaubt haben, ist die schöne Gemeinschaft einfach kaputt gegangen, zerstört worden. Sie sind im Herzen nicht mehr so glücklich, nicht mehr froh. Es war nicht mehr wie am Anfang. Ja, und das ist eben das Problem, weil Gott ist heilig, Gott ist ohne Sünde. Und Gott kann nicht mit Leuten zusammen sein, die Sünde haben. Aber die gute Nachricht, die schöne Nachricht ist, dass eben Gott uns liebt und dass er eine Möglichkeit gemacht hat, dass wir mit ihm wieder Frieden haben können. Und darum eben das Kreuz. Darum ist Jesus gestorben. Gottes eigener Sohn hat diese Strafe auf sich genommen. Wir können das hier auch nachlesen. Im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 3. Dort steht es. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Also das sage nicht einfach ich, sondern da in der Bibel können wir das lesen. Jesus sagt selber. Und wer das glaubt, der hat Vergebung von der Sünde. Und so ist nachher die schöne Gemeinschaft zwischen uns Menschen und Gott wieder möglich. Und darum hat Jesus müssen sterben. Und das alles hat Jesus diesen zwei Männern erklärt. Die Männer sind aber überrascht gewesen. Warum weiss der das alles? Warum weiss der so vieles? Und indem wie sie so viel geredet haben, sind sie immer gelaufen und sie haben fast schon gemerkt, dass sie jetzt eigentlich schon am Ziel sind. Sie sind schon in der nächsten Stadt, eben der Stadt Emmaus. Und das würde heißen, sie sind jetzt da in ihrem Ziel, sie gehen dort in ein Haus oder vielleicht haben sie dort gewohnt. Und der Jesus, der andere Mann, der Fremde, wie sie gemeint haben, der geht dann weiter. Aber das haben sie nicht wollen. Sie nicht mehr hören. Und so haben sie gesagt, wir müssen jetzt da, wir wohnen da, wir gehen da ins Haus, komm doch bitte mit uns, wir laden dich gerade noch ein zum Essen. Und Jesus hat das dann nicht abgelehnt, sondern ist mit ihnen mitgegangen, ist einverstanden gewesen. Und als sie zusammen am Tisch sitzen, dann nimmt Jesus das Brot, tut es abenanbrechen und tut es verteilen. Eigentlich so, wie er es immer gemacht hat. So hat Jesus immer gemacht. Und die beiden Jünger sind ja immer dabei gewesen. Die haben das gesehen, die haben das miterlebt. Und dann plötzlich merken sie, ja aber halt, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Das kennen wir doch. Und in dem Moment gehen ihnen die Augen auf oder sie haben es gemerkt. Das ist ja gar kein Fremder. Das ist ja Jesus selber. Das gibt es ja nicht. Das ist Jesus selber. Wir haben ihn gesehen. Er ist da. Und in dem Moment, wo sie das gemerkt haben, schwupps, ist Jesus verschwunden gewesen. Aber sie sind voll verrückt. Jesus, wir haben Jesus gesehen. Ja, tatsächlich, es stimmt, was die Frauen gesagt haben. Jesus lebt wirklich. Es ist wahr, Jesus lebt. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Es ist kein Fremder. Sie haben sich angeschaut und gesagt, wir haben doch gemerkt, als er mit uns gelaufen ist, es war so irgendwie schön gewesen. Wir sind
sie haben es nicht echt erklären, aber sie haben gesagt, wie sind wir gewesen? Wir hätten doch das merken sollen. Ja, Jesus. Das klingt für uns jetzt vielleicht auch fast ein bisschen unglaublich oder unmöglich fast. Aber das ist wirklich wahr. Die Bibel sagt es an so vielen Stellen. Jesus ist auferstanden. Er lebt wieder. Er ist nicht tot geblieben. Und das will Gott im Himmel. Er, der Himmel und Erde, das alles da erschaffen hat. Er ist sogar mächtiger als der Tod. Er steht drüber. Und er möchte auch, dass wir leben können. So wie er lebt. Und das ist möglich, indem wir an ihn glauben. Ja, und die zwei Freunde die haben gesagt, hey, wir können nicht da bleiben. Wir können nicht da bleiben. Das müssen wir sofort den anderen erzählen. Unseren anderen Freunden. Wir müssen zu ihnen. Und so sind sie aus dem Haus und die zu Fuß haben sie eben 2 Stunden gehabt, sind sie so schnell, wie es noch gegangen ist, sind sie zurückgerannt. Und sie sind zu den anderen reingekommen, ins Haus. Hey, da sind wir wieder. Hey, wir haben etwas Wichtiges zu erzählen. Und gleichzeitig die anderen, die dort waren, die waren auch ganz aufgeregt und haben gesagt, ja, wir haben euch auch etwas zu erzählen. Wisst ihr, Jesus lebt wieder. Ja, der eine von uns, der Simon Petrus, der hat ihn gesehen. Jesus lebt. Und was haben sie gesagt? Genau das Gleiche. Ja, wir haben Jesus auch gesehen. Wir haben sogar mit ihm geredet. Er ist mit uns mitgelaufen. Und so sind sie richtig voller Freude. Die Traurigkeit, die Enttäuschung von vorne, die war alles weg. Und sie haben so eine Freude gehabt, Jesus lebt. Er ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Und wo sie da so miteinander reden, die Tür war ja geschlossen, da plötzlich kommt Jesus mitten zu ihnen. Plötzlich ist er da gestanden. Sie sind aber alle verschrocken, ein bisschen zurückgegangen. Oh nein! Und sie haben sich ein bisschen gefürchtet, wie fast ein bisschen Angst bekommen. Mit dem hätten sie jetzt gar nicht gerechnet. Aber Jesus sagt, wieso habt ihr Angst? Ja, sie haben sogar gemeint, Jesus ist wie ein Geist. Aber Jesus hat das gemerkt. Ihr müsst keine Angst haben. Kommt zu mir, langt mich an, meine Hände, meine Füße, langt mich an. Ja, und sie haben ja gewusst, ein Geist, den kann man nicht anlangen. Das geht nicht. Also wenn man ihn anlangen kann, dann ist er wirklich ein Mensch. Und ja, das haben sie machen. Jesus hat dann noch etwas anderes gesagt. Er hat ihnen gesagt, habt ihr etwas zu essen da? Ja, wir haben da etwas. Ein bisschen Fisch haben wir da noch. Also, dann geben wir doch mal das. Und so haben sie ihm den Fisch gegeben. Und Jesus hat angefangen zu essen. Und auch da wieder. Sie haben alle gewusst, ein Geist der kann nicht essen, wie sie dort oder wie die Menschen. Und dadurch hat Jesus ihnen einfach zeigen, er ist es wirklich. Er ist wirklich als Mensch da. Er lebt wieder. Er ist nicht tot geblieben. Auch wenn für uns das ganz speziell erscheint oder mir das auch nicht recht, wie geht das? Weil wir wissen, wenn jemand stirbt, dann ist er gestorben, dann kann er nicht wieder lebendig werden. Aber bei Gott ist das eben möglich. Weil er grösser und stärker ist als alles. Darum ist er gestorben am Kreuz, aber Gott hat ihn lebendig gemacht. Und darum lebt er ewig. Er ist ja schon immer da gewesen und er wird immer leben. Und er sagt, oder die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, der darf mit ihm ewig leben. Und die Bibel sagt auch, dass jetzt ist er schon wieder zurückgegangen zu Gott, zum Vater im Himmel. Aber er wird wiederkommen. Irgendwann wird er wiederkommen, wir wissen nicht wann. Er wird kommen und alle die zu sich holen, die an ihn glauben. Ja, und darum feiern wir Ostern. Es ist eigentlich ein riesengroßes Freudenfest. Nicht eine Trauer, weil Jesus gestorben ist, sondern eine riesige Freude, weil er wieder lebendig geworden ist. Und so dürfen wir auch jetzt, wenn wir noch auf der Welt sind, dürfen wir schon mit Jesus leben. Dürfen die Freude auch haben. Dürfen mit ihm reden. Wir können mit ihm reden, weil wir dürfen wissen, er gehört uns. Eben, weil er ja lebt. Und wenn du Fragen hast, zum Beispiel eben, wie kann ich denn zu ihm kommen? Wie kann ich an ihn glauben? Du darfst mit ihm alles reden, du darfst ihm alles sagen. Und du kannst wissen, er gehört dich. Und die Bibel gibt uns alle Antworten. Und darum lies viel in der Bibel. Das ist nicht einfach ein Buch wie jedes andere, sondern es ist Gottes Wort. Und dahin finden wir die Antworten. Und eben, ich habe letzten Sonntag schon gesagt, der Vers, Johannes 3,16, dort heisst es, dass Gott die Welt oder die Menschen so fest geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, also nicht getrennt bleibt von ihm, sondern das ewige Leben hat. Da steht es.
Wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, dann darfst du wissen, du darfst für immer mit ihm leben und jetzt schon mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, weil er lebt, hört er dich und gibt Antwort. Und das wollen wir jetzt auch noch gerade machen. Jesus, wir danken dir, dass du lebst, dass du nicht da geblieben bist. Und das, weil du lebst, wenn wir glauben, auch wir dürfen leben. Danke für deine Liebe, für deine Treue und auch für deine Macht. Amen. Ja, und so möchten wir das auch singen. Jesus ist da, Jesus hilft, Jesus schenkt sein Segen. Und so heisst das Lied, der Herr segnet. Obwohl Jesus in den Himmel gegangen ist, lässt er dich nicht allein. Er gibt dir sein Wort, die Bibel und den Heiligen Geist, damit du sein Wort kannst verstehen. Und er hat gesagt, dass er wiederkommt und alle zu sich holt, die an ihn glauben. Ja, das hat Jesus versprochen. Und wir versprechen euch auch etwas. Nämlich, dass der Gewinner von euch, von diesem Quiz, heute einen richtig coolen Preis bekommt. Wir erzählen euch mehr, wenn wir drinnen sind, weil zuerst mal schnell das Wettrennen machen und schauen, wer ist der schnellste Airbob-Fahrer. Darum würde ich sagen, Achtung, fertig, los! Hey, mega cool! Ja, also, dann kommen wir doch gerade zum Quiz. Die erste Frage ist, warum sind die beiden Freunde so verwirrt gewesen? Antwort A, weil Jesus ihnen begegnet ist. Antwort B, weil Jesus gestorben ist und doch einige gesagt haben, dass er lebt. Oder Antwort C, weil sie nach dem Mittagessen schnell aufgestanden sind. Und die zweite Frage macht Noemi. Das ist was, gell? Oh, sorry. Alles gut. Ich kann es aber nicht auswendig, Kids. Also, die zweite Frage, die heisst, wann haben die beiden Freunde Jesus erkannt? Antwort A, wo er mit ihnen gewandert ist. Die Antwort B, wo er ins Haus gekommen ist. Und die Antwort C, wo er das Brot in Stücke gebrochen hat. Und die dritte Frage ist, was haben die zwei Freunde erlebt, als sie nach Jerusalem gekommen sind? Und es sind mehrere Antworten möglich. Antwort A, grosse Freude und Aufregung, weil einer der anderen Jünger hat Jesus auch gesehen. Die Antwort B, alle sind immer noch völlig traurig gewesen. Oder die Antwort C, Jesus ist ihnen auch dort begegnet. Ja, wie immer können das ausfüllen und dann eben den Preis gewinnen. Das ist eine Osterkarotte, also das Rüebli. Aber kein Schoki drin, nicht echte Rüebli, das wäre ja gar kein Preis, oder? Genau, absolut. Ja, und im Knisli ist ja letztes Mal so eine unheimliche Person auftaucht und wir sind uns alle am Wundern gewesen, wer das könnte sein. Also gehen wir doch einmal schauen. Jetzt habe ich die, jetzt packe ich die, jetzt fresse ich die. Du wunderbare Frucht der Erde. Köstlich. Ja, wunderbar.
Ja, da brauche ich gerade noch mal eins. Das ist so schambar gut gewesen. Jetzt schlicht weg. Ich fangen. Ja, fangen. Ach komm, das ist doch zu doof. Nein, ich kann ihn. Komm, geh weg. Sapperlot. Du, jetzt haben wir dich. Du Schoki-Hasenräuber. Ja, du hast den Schokihaus gestohlen. Du bist der Schoki-Hasenräuber. Welcher Schokihaus? Der Schokihaus? Welcher? Ich Das weiss du. gar nicht. Ich will St. Gallen wissen von nichts. Aber schauen Sie, wir haben hier habe ich meinen Jova. Schoki-Has platziert. Von Ja, der Migros. er Nicht von der hat- Jova. Von der Migros. Ja, Ja, von der Migros. Da. Dort der Schoki-Has Du hast steht. ja das Schokimaul vorne da. Du musst ja gar nichts sagen. Du hast einen dort hinter. Ja, dort hinten in der Kiste, ja. Was hat denn der da? Ah, Eine Art am Maul? Chimpers, hast du da Das für ist ein noch Maul? komisch. ja. Ich weiss ja nicht, aber ich Es sehe da kann Farbe. sein, dass ich im Fall den gegessen habe. Du hast den Schoki-Has dort und nachher klopfst du so eins. Siehst du? Also Ja. verrückt ist es. Also verrückt. Ich sag es. Excuse, Sie dürfen weitermachen. Und mit dir habe Ja, ich ein aber- Sühnchen zurückgegeben. Oh, da hat der Schläger an. Ja, aber Du. ich habe doch nicht gewusst, dass das dein Schokihaus Hey, ist. hey. Gegen den Wind. Da habe ich sogar. Also ich weiss ja nicht, wo sie ihre Augen haben. Da sieht man die Brille, die nützt ja nichts an. Vielleicht sollte ich mal Gläser rein tun. Aber wieso hast du meinen Schoki-Has gemuckert? Ja, ich habe Hunger gehabt. Du bist nicht rum gewesen, du hast dich in dem Hütchen versteckt. Warte nur. Ich hole noch das ab. Darf ich jetzt mein Radiesli da Sie dürfen weitermachen, ja. Nichts mehr ungut. Excuse. Ja, aber weißt du, eigentlich bin ich ja gekommen, um dir eine freudige Nachricht zu überbringen. Also, dass du meinen Schoki-Has isst, das ist jetzt nicht so freudig. Nein. Nein, aber sie haben den Professor gefangen. Was? Du kannst aus dem Zeugenschutzprogramm rauskommen. Du kannst wieder heim, Kann in ich deine aus dem- Werkstatt. Jawohl. Und ich kann aus dieser Bruchbude raus. Ja, Sie sind gefangen. ja, Er ist fertig. ja, fertig. Hey, cool. Komm. Obwohl du meinen Schoki-Has gegessen hast, ich lade dich ein für einen Döner. Ja, Yes. aber mit Fleisch. Mit Fleisch. Komm. Gesund und fein. Mit Radiesli wünsche es Preisli. Döner, ha, da kann jeder. Er macht auch nur vielleicht schöner, oder? Und da ist Preis. Wunderbar. Hey, zum Glück hat der Knüsli den Osterhase noch gefunden. Hey, sag's nicht! Aber ich glaube, der Osterhase lebt nicht im Schnee und ich habe ehrlich gesagt auch gerade genug vom Schnee. Meine Füße sind schon mega kalt. Ja, gehen wir in den Frühling. Kommen, lassen wir das Zeug da? Oder sollen wir mit dem Erdbob runtergehen? Nein, ich kann Nein! Elina, kannst du uns bitte Okay. So lieb! Gehen wir mit dem sicheren Weg. Aber schön ist es sein da oben. Oh, also, ja gut, der bleibt da. Nächsten Winter sind wir wieder da. Ein Taxi zurück in den Sommer. Schau mal, wenn das Taxi. Yes! Hey, aber wir gehen wieder zurück in die Wärme und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! Zusammen, wir gehen jetzt in die Welt. Aber das sind Quatsch! Entschuldigung! Ich bin voll an der Hand. Sorry, tschüss! Wo ist das gewesen? Da fühle ich mich tschüss! Da fühle ich mich gar nicht so wohl in der Land. Hey Knüsli, Sorry, geschwind. jetzt wo du wieder frei bist, was machst du? Was hast du vor? Weißt, jetzt habe ich mal die ganze Hütte da aufgeräumt und ja, jetzt weiss ich auch nicht. Das muss ich irgendwie da. Machst du eine neue Erfindung oder was? Ja, es ist eben so, weißt du. Im Moment habe ich keine Idee. Und ich habe mir gesagt, nach dem harten Arbeiten, Erfinderle und alles, brauche ich mal Ferien. So auf den Sommer oder so, irgendetwas machen, aber keine Ahnung was. Hey, das tut sich im Fall gerade gut. Ich habe Ja. gerade gestern eine Anfrage bekommen vom Ja. Ameisenleiter. Der hat gefragt, ob wir nicht ihr Ameisen-Sola kommen. Ist Ameisen-Sola? Ja. Also ich meine, es hätte auch noch die Jüngste oder die Teenie gehabt, aber ich habe gedacht, wir fangen mal bei den Kleinsten an und machen dort, gehen bei denen besuchen. Grüezi sagen, ja. Was Und- haben die so irgendwie noch so ein Thema oder so, was das haben? Das Lagerthema. Ja genau, also die Kleinen haben sicher das Thema, der Tiger im Tank. Also, wie geht ein Tiger in den Tank Ja. rein? Das erfährst du, wenn du dabei bist. Ja, müssen wir gehen, ja. Ja, genau, und die Grösseren, die Jungschärler, das sind die 9- bis 12-Jährigen,
Die haben das Thema vom Verfolger zum Verfolgten. Das klingt auch sehr spannend. Also der verfolgt, wird nachher selber verfolgt. Ja, genau. Und was machen sie dort? Ja, müssen wir auch schauen. Muss man auch schauen? Hey. Ja, und dann das letzte Thema, das sind die grossen Teenies, die 13- bis 16-Jährigen. Die haben das Thema «You only live twice». Also man sagt ja Was immer, heisst das? man sagt ja immer, man lebt nur einmal. Ja. Aber wieso lebt man dort zweimal? Ah, you only live twice heisst, du Du lebst nur zweimal. Hei, hei. Aber, Was hat das aber- mit sich? Hast du keine eine Ahnung. Idee? Aber wir gehen zu den Jüngsten, zum Tiger im Tank. Ja, genau. Kann ich meinen schnellen Klapp wieder auspacken, den Mercedes? Ja, cool. Sehr Können wir ausprobieren. Sehr- Und ich denke, wir können ja am Schluss noch die Kinder einblenden, wenn sie sich anmelden, wo sie sich anmelden und so, und wo es stattfindet, oder? Da kann man sicher noch so einen Flyer schicken. Ja, sowieso. Genau, am besten schaut ihr dort auf dem Flyer nach, wenn euer Lager ist, in welches Lager ihr könnt gehen, in welchem Lager ihr könnt dabei sein. Und es würde mich natürlich mega freuen, wenn wir sich dann wieder sehen. Und ich habe noch eine Idee, wenn man den irgendwo auf dem Postweg oder noch so will, dann könnte man ja am Josh noch ein Mail schreiben und sagen, Josh, ich hätte gerne den Flyer noch per Post, vielleicht für meinen Nachbar, für meinen Freund, für meine Kochlehrerin. Und nein, ja, die ist wahrscheinlich zu alt. Aber egal, einfach, dass wir noch Leute einladen können. Ja, genau. Sind alle herzlich willkommen. Auch ich. Und du. Auch du. Aber die Frage, kommen die auch Kinder? Vor kurzem, bevor sie jetzt da losgelaufen sind sie noch völlig durcheinander gekommen. Weil da sind plötzlich Frauen gekommen, also die Frauen, die auch mit ihnen einmal zusammen waren, sind gekommen und haben erzählt, dass Jesus lebt wieder. Also jetzt sind sie überhaupt nicht mehr draus gekommen. Was, Jesus lebt? Wir haben ja gesehen, dass er gestorben ist. Er war ja im Grab gewesen. Und jetzt kommen die und sagen, er lebt. Nein, das geht gar nicht. Und da sie da miteinander reden, dann plötzlich kommt ein dritter Mann zu ihnen und fängt mit ihnen auch an zu schwätzen. Der hat wahrscheinlich gerade, oder nicht nur wahrscheinlich, der hat gerade gemerkt, dass sie sehr traurig sind. Und da in der Bibel da steht, es war Jesus selber gewesen. Aber das haben sie nicht gemerkt. Ja, eben. Und wegen dieser Sünde ist nachher die schöne Gemeinschaft der Menschen, von den ersten Menschen, eben von Adam und Eva, mit Gott kaputt gegangen. Warum weiss der so vieles? Und indem sie so viel geredet haben, sind sie immer gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und sie haben fast schon gemerkt, dass sie jetzt eigentlich schon am Ziel sind. Sie sind schon in der nächsten Stadt, eben der Stadt Emmaus. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Das kennen wir doch. Und in dem Moment gehen ihnen die Augen auf oder sie haben es wirklich gemerkt. Das ist ja gar kein Fremder. Das ist ja Jesus selber. Das gibt es ja nicht. Das ist Jesus selber. Wir haben ihn gesehen. Er ist da. Und in dem Moment, wo sie das gemerkt haben, schwupps, ist Jesus verschwunden. Dann plötzlich kommt Jesus mitten zu ihnen. Plötzlich ist er da gestanden. Sie sind aber alle verschrocken. Ein bisschen zurückgegangen. Oh nein. Und sie haben sich ein bisschen gefürchtet. Fast ein bisschen Angst bekommen. Mit dem hätten sie jetzt gar nicht gerechnet. Ja, weil er lebt, hört er dich und gibt Antworten.